Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns täglich betrifft: den Konflikt zwischen Autofahrern und Radfahrern auf unseren Straßen. Ja, das ist ein brisantes Thema. Viele Autofahrer fühlen sich von Radfahrern genervt, weil sie oft als Hindernis wahrgenommen werden. Gleichzeitig argumentieren Radfahrer, dass sie die umweltfreundlichere Wahl sind und genauso ein Recht auf die Straße haben. Absolut. Die Straßen sind oft nicht für beide Parteien ausgelegt. Da wird es schnell eng und gefährlich. Und dann gibt es die Vorurteile. Autofahrer sagen, Radfahrer halten sich nicht an die Verkehrsregeln. Radfahrer hingegen beklagen, dass Autofahrer zu wenig Rücksicht nehmen. Interessant ist, dass Studien zeigen, dass beide Gruppen etwa gleich häufig gegen Verkehrsregeln verstoßen. Dennoch bleibt die Frage, wie kann man diesen Konflikt lösen? Mehr Radwege, bessere Verkehrsplanung? In vielen Städten wird bereits versucht, durch separate Radwege das Miteinander zu verbessern. Aber das ist nicht immer machbar. Vielleicht hilft auch mehr gegenseitiges Verständnis. Beide Seiten müssen lernen, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Stimmt. Kommunikation und Rücksichtnahme sind hier entscheidend. Und was ist mit den Regelungen? Brauchen wir strengere Gesetze oder Kontrollen? Das könnte helfen. Aber am Ende des Tages müssen wir alle, egal ob auf 2 oder 4 Rädern, verantwortungsvoll handeln. Es geht ja schließlich darum, sicher und stressfrei von A nach B zu kommen. Genau. Und vielleicht können wir alle ein wenig entspannter durch den Verkehr kommen, wenn wir uns weniger aufregen und mehr Verständnis zeigen. Liebe Zuhörer, was denkt ihr? Wie erlebt ihr den Alltag auf der Straße? Sind Autofahrer oder Radfahrer die größere Herausforderung? Lasst es uns wissen.